Weiter geht's bei Fire Emblem Fates eben noch mit Kapitel 10 unterwegs, weil jetzt müssen wir hier echt alle Gegner platt machen, das gibt's doch einfach nicht, ey. Nun gut, wir schaffen es natürlich schon irgendwie, ist nicht so, also da total Anfänger so das sind, aber erstmal gucken. Wir haben hier Asura noch als Galdin, ich überlege und überlege, wen soll ich hier noch wie einsetzen konkret. Nö, kein Bock auf Schaden. Der ist ja voll, deswegen als sie mit ihrer Stahlnaginate ein bisschen trainieren, die gute Oboro. Nicht Orochi, ne, Oboro. Das ist ein Orochi. Ah, hier, Oboro und Orochi. Unsere beiden Superfrauen. Jo, natürlich noch irgendwo, wo haben wir sie jetzt? Rinka, hier ist sie ja. Unsere Unibarbarin. Übrigens, bei ihr habe ich noch, ich habe es mir nicht nehmen lassen, bin offscreen noch gucken gegangen. Also, ne, ich muss anders formulieren. Ich habe mich einfach gefragt, während ihren Angriffswert, ne, Stärke, die ist so gering und ob das wirklich normal ist bei ihr. Da dachte ich mir, wie könnt ihr mal so, ohne große Spoilergefahr, mal kurz nachfragen. Und es ist unglaublich, aber trotzdem wahr. Fragt mich nicht warum, aber bei ihr ist es tatsächlich so. Die hat echt so, naja, vielleicht nicht unbedingt ganz so gering Angriffswert, aber es sind schon ein bisschen geringer bei ihr. Das ist irgendwie, ja, kurioserweise so. Und man hat mir auch einen Tipp gegeben, ich soll es deswegen nicht gleich verzweifeln, weil ihre wahre Stärke kommen erst noch zum Vorschein. Ist nur die Frage, ist das wegen Zweiklasse gemeint oder wegen Weiterentwicklung? Wir werden es sehen. Aber auf alle Fälle, wenn ihr schon mal wisst, es ist nicht unbedingt so etwas Wahnsinniges. Ist einfach so, jo. So, dann nochmal ganz kurz hier die Kombi. Das war eigentlich unnötig, immer eigentlich eher ein bisschen. Das ist jetzt schon relativ viel Defense. Soll angegriffen werden, war. Das ist die Frage. Lass es einfach mal so, wie es gerade ist. Und vielleicht noch auf Orochi switchen. Natürlich auch. Ja, komm, wir haben es ja fast. Also in dem her. Oder auch nicht. Das ist mein Fehler. Eindeutig mein Fehler, weil ich meine, hätten heilen können. Ich habe es gar nicht gesehen, dass er da drin ist. Ich meine, ich habe dieses Feld offen, aber dachte, hä? Ich habe das nicht gesehen. Gut, ich hoffe, bis mir dann Fire Emblem, also den Teil vom Fate, sprich Herrschaft zocken, also bis dahin endlich auf dem großen 3DS XL zocken kann. Ja, vom Kleinen sehe ich echt kaum was. Wegen Mikro muss sowieso ein 3DS ein bisschen weiter weghalten, daher. Ja, trotzdem war mein Fehler. Sorry, Case. Let's go. Ich wollte gerade sagen, ich muss doch eigentlich überleben, wa? Und es hört einfach nicht auf. Das ist einfach unglaublich, ey. Macht das Sonnenfest, da freut er sich. Gut, das ist irgendwie mal ein No-Go. Ich musste irgendwie, verdammt, sind die gleiche mit Stahljumi und Tigergeist. Ach du Scheiße, ey. Nee, ich muss darüber. Weil mit ihr kann er ein bisschen schneller agieren. Sie ist kurz am Level-Up, soll sie es bekommen. Einmal Ratte, bitte. Vor allem frage ich mich gerade, wieso kommen noch Gegner nach? Ich habe den Boss bereits platt gemacht. Ein toller Tag, jo, kann ich klagen. Als Kleriker macht es sich echt gut. Macht echt mal mit, aber ansonsten. Hey, drüben noch, ich würde sogar sagen, ich lasse die beiden mal. Ich kann sie natürlich sicher mal mitnehmen, aber. So. Natürlich ist er da drin.
I'm singing for you. Ach, übrigens, was anderes Interessantes bei, was jetzt Felicia hier, Dienstmarkt. Das ist angeblich bereits eine weiterentwickelte Einheit. Das erklärt natürlich auch, wieso sie bereits 4 Fähigkeiten hat. Aber trotzdem, weiterentwickelte Einheit, die Werte so scheiße, muss man so zu formulieren, ist schon ein hartes Stück. Also muss man auch sagen, okay, das verstehe wer will. Aber ja, ist so. Stahlschwert, weg ist er. Lass das mal den Silas machen. Der Silas macht das gut. Vor allem konsequent. Bin ich mit ihr im Wald? Ja, fehlt so noch die zum Werfen, aber passt eigentlich schon. So. Ja, scheiße. Da kann ich ihn so irgendwie anlocken, wa? Mal schauen. Mit dem Ochsengeist, da greift er an. Und der Tiger auch. Ja, ist langsam gut, Leute. Bitte. Das wäre natürlich, wenn man dann treffen würde. Natürlich trifft er. Mit 61%. Ja, sorry, man geht Kapitel 10 sowieso ein bisschen auf den Sack gerade. Hat es so viele Gegner und... Hat er in die Mitte stellen, war? Nee, macht nicht genug Damage. Die anderen sind sowieso fast noch voll, daher wird es da sowieso nicht lohnen. Ich habe hier nichts auf Entfernung. Ja, komm. Das stimmt. We won't give up. Und ich krieg die immer noch nicht platt. Nee, komm, weg ist weg. Hier noch unnötig verlängern. Wir verlängern zu Kapitel 11, haben wir so vorgenommen. Also im Prinzip wollte ich jetzt nach diesem Kapitel wieder ein bisschen offscreen gucken, aber jetzt, ja, dauert es schon fast 9 Minuten und das ist doof. Es ist noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Leider. Und sie kriegt es nicht hin. Sie kriegt es auch nicht hin. Naja, immerhin Crit-Chance. Die sie aber nicht nutzt. Warum denn nicht? Du. Was ist das mit 5 war? Man sieht natürlich die Stoßfähigkeit noch, aber bringt mir jetzt hier dummerweise auch nicht viel. Du darfst nochmal. Ja. Bringt unglaublich viel. Komm, lassen wir's. Ja, ich weiß, sie ist natürlich auch. Trotzdem schon nachher nichts gebracht. So. Es kommt jemand Neues nach. Sehr gut. Michael ist 13. Dann haben wir hier 9. Ortsdringend, hey. Endlich mal alle
alle, sag ich mal, Basiseinheiten auf Level 10 haben. Fortune favors me. Geht doch. Big Brother, Bruder, gut, dass du wieder normal bist. Wir haben uns solche Sorgen I gemacht. won't allow it. Ja, mach das nie wieder, klar? In Ordnung, Leute. Hört auf zu weinen, das ist peinlich. Das ist mir egal. Wir wussten nicht, ob wir dich je wiedersehen würden. Und da tauchst du ja auf, aber lebst du so seltsam. Wir wussten nicht, ob du je wieder der Alte sein würdest, den wir kennen und lieben. Also, ich bin es definitiv. Danke für eure Besorgnis. Und tut mir leid, dass ich euch so beunruhigt habe. Ich bin so froh, dass Mila Takumi wieder gesund und munter ist. Eine Zeit lang sah es nicht gut für uns aus. Yes. Mila Takumi, von nun an passen wir auf, dass euch nie wieder etwas zustößt. Hey, Schön, dich wieder zu haben, Takumi. Aber so sehr ich diesen Moment auch genießen möchte, Ryoma wird noch vermisst. Kannst du uns sagen, was mit euch beiden passiert ist? Ja, es war völlig verrückt. Wir trafen außerhalb von Izumo auf norische Truppen und begannen zu kämpfen. Aber bevor wir uns zurückziehen mussten, wurden wir voneinander getrennt. Wir waren unterlegen und wurden an den Rand der bodenlosen Schlucht getrieben. Wir haben also immer noch keine Ahnung, wo er ist. Nein, ich führte nicht. Das löste einen gewaltigen Erdrutsch aus und wurde mitgerissen. So will ich in die Schlucht. Du bist tatsächlich in die bodenlose Schlucht gefallen? Wie hast du denn das überlebt? But Ich habe nie gehört, dass jemals jemand von dort zurückkehrte. Ich weiß auch nicht, ich erinnere mich nur, dass ich fiel. Es war eine Zeit lang dunkel und dann warte ich hier auf. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Es ist ein Wunder, dass du so einen Fall überlebst. Also, kann mir jemand sagen, wie ich hierher gekommen bin? Oder was genau vor sich ging, bevor ich hier aufwachte? Warte einen Moment, keine Sorgen darüber. Ruh dich erstmal aus. Nein, ich muss es wissen. Ich hielt meinen Fujin Yumi in der Hand, als er zu mir kam. Einige von euch sind am Rücken verwundet. Naja, sagt es mir, was habe ich getan? Takumi, du standst unter einem Zauber. Du bist aus dem Wald getaunt und fingst an uns anzugreifen. Bitte sorg dich nicht deswegen. Wir wissen, dass es nicht deine Schuld war. Oh, was habe ich nur getan? Ein Prinz seine eigenen Leute angreift. Wie kann ich mich nur je wieder nach Hoshido blicken lassen? Bitte, jemand hat dich kontrolliert. Wir wissen, dass du nicht klar bei Verstand warst. Ich fürchte, das ist nur ein schwacher Trost. Tut mir leid, dass du so denkst, aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt alle hier sind. Hilfst du uns, Ryoma zu finden? Vielleicht hilft es dann im Gedächtnis auf die Sprünge. Können wir auf dich zählen? Ja, wenn ihr mir all meine verletzten Worte und Taten verzeihen könnt. Natürlich, wir müssen nach vorne blicken und nicht in die Vergangenheit nachhängen. Danke, Bruder. Dir muss ich auch danken, Schwester. Oh, du nennst mich... Ich meine, gern geschehen, Takumi. Ist alles in Ordnung, Azur? Du siehst gar nicht gut aus. Alles in Ordnung, ich bin wohl nur ein wenig müde. Bitte mach dir keine Sorgen um mich, mir geht es nur wieder besser. Also irgendwie verheimlicht die etwas, weil die konnte mit ihrem Gesang konnte sie Takumi heilen, sie konnte uns in der Drachenform helfen. Was, die haben noch mehr gute Neuigkeiten. Unsere Truppen retteten Kagero aus einem naheliegenden unterirdischen Gefängnis. Willkommen zurück, let's Kagero. get to it. Guten Tag, my lady. Are you alright? Willkommen zurück, geht es dir gut? Weißt du, was mit Ryoma passiert ist? Ja, da fürchte ich... Nein, Ryoma kann nicht durch norische Hände gefallen sein. Jetzt hier norische oder norische? Weil norische klingt irgendwie so närrisch. Norische. Norische. Sag mal norische. Norische Hände gefallen sein, das ist nicht möglich. Nein, Bruder. that can't be. Ich kann glauben, dass er gefallen ist. Wenn wir zurückkehren, werden wir ein Gedenken an ihn ein Denkmal errichten. Bitte, erlaub mir fortzufahren. Meines Wissens nach lebt Milord Ryoma noch. Aber du sagtest, du fürchtest etwas. Ich wollte sagen, dass er nicht weiß, wo er genau sich befindet. Getrennt von Milord Takumi traf Milord Ryoma einen Hoshidischen Speer. Hoshidischen, ja, stimmt's glaube ich, wa? Hoshido? Mann, das ist immer so schwierig, hey. Hoshidischen Speer. Der Speer brachte die Kunde neuer innerer Unruhen im Nur. Ryoma machte sich auf dem Weg nach Chief. Chef? Also ist er im Moment auf dem Weg nach Nur. Das kann ich nur vermuten. Ja. Komm, machen wir endlich mal weiter. Let's go. Let's go. Thank you. Das kann ich den Krieg beenden. Wenn es jetzt sagt, ich klinge. Ja, das wünsche ich auch. So, endlich mal Kapitel 10 abgeschlossen. Meine Fresse. Zurück in der Burg. So, jetzt aber ganz schnell. Wir haben nicht sehr, also doch theoretisch natürlich schon viel Zeit, aber ich will nicht unbedingt viel Zeit verschwenden. Let's have fun.
Okay, ist doch noch mit Ressourcen, wa? Gut, mach ein anderes Mal oder ein anderes Mal zeigen, meine natürlich. Sehr gut. Sie mag Erdbeeren. Let's fight together. Thanks. Kein Problem. Yes. Du. Also einladen wieder mal. Asura, Takumi, Saiso, Felicia. Sagen Asura war, wo ich dann noch bereits irgendwie Rang A habe. Oder Rang S sogar habe mit ihr. Wenn wir ganz kurz. Okay, momentan für Rang S ist es mir noch ein bisschen zu früh. Was sehe ich jetzt? Nee, doch, er ist Rang B. Gut. Dann geht's ja noch. Our lives were intertwined before we even met. I'm glad we're finally getting a chance to know each other. Dass ich mir so erröten muss. Ja, ich fände es irgendwie seltsam, wenn ich einen Typen, also sprich einen Kollegen einladen würde und über das so erröten. Das also, weiß ich auch nicht. So, ab zu Lilith wieder mal ein bisschen füttern mit Pfirsichen. Für die Magie aus Hoshido, Hoshido. Für die Resistenz, für die Magie. Machen wir Magie, wa? Du brauchst mehr Magie. Level up! Goldbahn erhalten! Ja, leider sind die nicht gerade sehr wertvoll, wie wir bereits festgestellt haben. Ist er in unserem Team oder was? Tatsächlich! Noch ein Ninja! Alter, die hat 15 Stärke! Was macht die denn? Ich würde sagen, wir haben einen Ersatz für Saiso, wa? Ach du Scheiße, wir müssen eigentlich mit Offscreen gucken, wen ich da genau mitnehme, weil sonst... Also Setsuna ist sicher raus, das können wir uns jetzt schon mal sagen. Tsubaki denkt auch mal, also raus das erste Mal, bevor ich mal... Weil es geht darum, ob ich irgendwie Charaktere weiterentwickle. Also Hinata wird ich sicher weiterentwickeln, weil der ist für einen Samurai mir ein bisschen zu schwach, sowohl was Geschwindigkeit als auch Fähigkeit und Stärke betrifft. Obwohl Stärke geht eigentlich, aber Geschwindigkeit und Fähigkeit müssen ein bisschen höher sein. Klösterknacken natürlich sowieso geil. Feuerwerk haben bisher zu wenig gehabt. Ich glaube, da kommt noch eher zu wenig vor. Was? Wenn du Schulden getroffen, angreifen und in Statuseffekte und einen halben Schaden. Müssen wir mal gucken, wa? Die ganze Einheit hat schon Rang C. Oh, ist das geil. Das wird super. Ich muss noch trainieren, weil ich glaube, echt, er hat immer noch immens Potenzial. Die sind sowieso klar, vor allem er und wir haben noch viel zu tun. Ja, ich weiß natürlich bereits. Oh, ich muss jetzt wieder einkaufen gehen. Oh Mensch, das will ich eigentlich alles offscreen machen, aber geht momentan gerade nichts. Oh, I didn't Erstmal notice gucken, you. wa? Genau, eine Stahlkeule können Sie mal. Wieso haben wir eigentlich nie Kohle? Jetzt mal ganz ehrlich. Den brauchen wir wirklich. Ich krieg gar nichts dafür. Alter. Der ist doch im Kopf verrückt. Der geht gar nicht. 300 bloß. Was soll das? Come again. Ja, das sind auch richtig lustig, Freunde. Gut, machen wir es halt die Schnelle. Kann man so irgendwie sehen. Dann Rettung kann ich lagern. Sommerfest hat sie. Okay, dann kann ich das alles erstmal weg.
wieder mit den Schuriken. Hanna, die soll momentan eigentlich auch im Team bleiben. Du hast natürlich schon, okay, nimmst mal das Stahlkatana, weil er braucht sie nicht mehr. Haben wir so gesagt von mir. Naginata, bei ihm ist eigentlich schon mal soweit gut. Hinoka soweit eigentlich auch. Das kannst du ablegen. Hat sie das ja bereits. Er braucht natürlich noch einen Langspeer für sie, aber ja, wegen Kohle. Alter, dass ich so wenig Geld kriege hier. I didn't notice you. Normalerweise, ja, wenn du eine Mission abgeschlossen hast, hey, gibt noch ein bisschen Geld für dich, aber hier, nö. Nee, Hinoka wollte ich. Aber sie tun ohnehin nichts, was ich irgendwie, gut, lassen wir's. Sakura, bei dir gehen sie bald zur Neige, da würde ich dir gerne mal, du hast aber schon den angebrauchten, wa? Jojo. Passt, Asura, sowieso erst noch Bronze. Ich weiß, ich greife mit dir viel zu selten an, aber kann er kaum irgendwie was machen mit ihr. Wir haben schon viele Naginata-Typen, was ich gerade. Brauchst zwar auch nicht, aber behaltst du mal trotzdem. Unser Meisterschütze. Kann trotzdem übernehmen, okay. So, nimmst du mal den, was du da kaum brauchst von ihm. Stahlschuriken. Jo. Du kannst mal ablegen, ich trainiere ziemlich sicher nicht mehr. Ihn auch nicht, Saizo auch nicht mehr. Setsuna auch nicht, oder dann, wie gesagt, irgendwie andere Einheiten mal testen. Das wäre eine Alternative. So, Unterstützung. Oh, bereits Rang A mit ihr. Muss noch aufpassen. Hanna erstmal. Ach, noch etwas anderes, Freunde. Ich habe irgendwie erfahren, dass es, also es ist ja eigentlich logisch, wenn es bereits vor dran denken können, aber es ist tatsächlich so, weil man hier verschiedene Routen auswählen kann, also sprich einmal Herrschaft, dann Vermächtnis, dann noch Offenbarung, dass man natürlich auf jeder Route unterschiedliche Charaktere antreffen kann. Sprich, auf einer Route kann man Charaktere treffen, die man auf anderen Routen nicht treffen kann. Es gibt auch Charaktere, die man irgendwie auf Beinrouten, also sprich Herrschaft und Vermächtnis trifft, und andere, die man nur auf Offenbarung trifft. Und es gibt da auch noch etwas bezüglich den Klassen. Und zwar ist eigentlich auch ein bisschen logisch, da ja Hoshido ein bisschen asiatisch angehaucht ist und nur eher ein bisschen, naja, sag jetzt mal, eher so ein bisschen westlich angehaucht ist, dass es auch unterschiedliche Klassen gibt. Es gab vor allem die Ritter, die wir kennen, die gepanzerten, oder die ziemlich langsam sind oder ziemlich viel einstecken können. Die gibt es vor allem offenbar bei Fire Emblem Herrschaft. Offenbarung, glaube ich, zwar auch, aber vor allem bei Herrschaft gibt es viele. Aber hier bei Vermächtnistreffen, glaube ich, kaum auf jemanden. Naja, auch mal so noch als kleine Randbemerkung, damit wir das auch mal gesagt haben. Falls ich halt schon mal ein bisschen gewundert hätte, warum wir irgendwie noch auf keinen Ritter treffen und irgendwie die Klassen noch fehlen, die auch noch. Noch Felicia. Du packst Felicia nur noch die Kanne in das Regal. Ganz vorsichtig. Okay, mir kaum wieder ab. Heute bin ich super Felicia. Was? Milo und Michael, die haben mich aufgefangen. Du, Felicia, wenn du abgelenkt bist. Oh, das habt ihr gehört? Diese Gespräche zu hören, ich würde am liebsten im Erdboden versinken. Ja, mir geht es gut. Was wollt ihr denn wissen? Was müsst ihr? Was wollt ihr damit ausdrücken? Was wollt ihr sagen? Bitte, ich will es nicht aus dem Kopf. Passe, wie soll ich das verstehen?
nutzlos und bin unglücklich. Uns retten, sonst noch Kraft rauben. Er wird ganz rot. Warum muss ich diesen perfekten Moment ruinieren? Weil ich ein Typ bin und wir machen das immer. Gut. La 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 li 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 lulu. So, was können wir sonst noch ganz kurz diskutieren, während wir hier noch die Gespräche durchswitchen? Ja, also das mit Ryomen, aber doch langsam das Gefühl, dass es irgendwie dann zum Finale hin spannend sein könnte. Das heißt eben, ich werde dann, nachdem wir das nächste Kapitel durch haben, sprich Kapitel 11, will ich dann doch, wobei jetzt wieder Part Ende war, das auch jetzt machen, wollte ich jetzt vielleicht nochmal aufnehmen. Ja, das sind dann doch so mal, dass nach Kapitel 11 mich ein bisschen mal dafür, naja, ein bisschen teste halt. Wie es eben da aussieht, zum Beispiel mit der Arena oder auch bezüglich den Entwicklungen. Ob ich dann auch vielleicht ein bisschen trainieren sollte. Und dann, ja, und halt eben auch mit den Sidequests, weil es gibt dann noch Missionen, die ich dann per DLC runterladen kann und dann Charaktere per Amiibo freischalten kann. Und so weiter und so fort. Es gibt noch eigentlich noch so viel zu entdecken hier. Aber das vielleicht schon mal ein bisschen so antesten, wenn in den nächsten Folgen da mal ein bisschen uns damit befassen wollen. Wäre zumindest mal so eine Idee. Wenn halt generell eben, dass ich halt darauf achte, dass ich irgendwie die Kapiteln so, ja, halt doch so bin, dass wir halt zwischen den einzelnen Kapiteln, dass ich da noch ein bisschen was optimieren kann, sei es neue Items, also halt ein bisschen gucken, was kann ich noch wie ausrüsten, welcher Charakter wäre besser, welcher ein bisschen schlechter, vielleicht den umwandeln, etc. etc. halt. Och, Menno, hey, jetzt. Das ist. Ich weiß, im Prinzip sind es ja doch noch interessante Gespräche und das sollte man eigentlich auch machen. Andererseits sind die immer so langweilig und off. Ich meine, ich zocke vor allem Fire Emblem deswegen wegen den Kämpfen, wegen den Schlachten und so, nicht weil ich hier irgendwie. Vor allem die ganzen. Ja, wobei. Ja, ist schwierig zu sagen, weil hinterher ist natürlich dann doch wieder nochmal so sagen, nein, das bereust du, Michael, wärst du froh, wenn du das Hintergrundwissen und so weiter mitbekommen hättest, aber dann doch irgendwie, nein, ist auch langweilig, etc. etc. Aber andererseits natürlich wäre ich so auch ein bisschen zu vorschnell, wenn ich auch sagen würde, nö, alles überspringen, nur Kämpfe, bla bla, zack, zack. Das wäre schon ein bisschen krass. Sag mal, was ist eigentlich los mit mir heute? Also nicht mit mir jetzt, sondern mit meinem Internet gerade. Ständig habe ich irgendwie eine Unterbrechung drin. Ja, natürlich merken wir das jetzt gerade nicht, weil es ja kein Live-Let's Play oder sonst irgendwie kein Online-Let's Play. Aber ich merke es gerade im Hintergrund hier, dass PC ständig macht Düdü, Düdü. Und ich mir auch nur denke, hallo, sonst geht's noch gut. Asura und Takumi noch ganz kurz zum Schluss und dann. Verdrehen, was steht nicht richten. Danke. Bitte Mikro einzuzählen, hat die Geschwister miteinander umgehen. Was sagt das? Man kann es nicht erzwingen, das ist wohl recht. Bis bald, der Gummi. Jo. Das ging schnell. Das war mal ein richtig schönes Gespräch. Kurz, bündig und knackig. So, wenn wir dazu sagen, ich speichere jetzt mal hier. Oder kann ich sonst etwas machen? Mit ihr noch. Neues Gebäude, theoretisch. Wir platzieren wieder mal. Ja, warte mal. Toshidischer Heimplatz. Da machen wir ein Casino hier. In unserer privaten Burg. So. Dann speichern und dann mal ganz einen langen Cutscene wieder, wa? Jo, machen wir nächsten Part, Freunde. Mal danke fürs Zusehen. Nächstes Part geht's hier direkt weiter mit Fire Emblem Fates Vermächtnis, Kapitel 11. Und das wird, glaube ich, ziemlich episch werden. Bis dahin, ciao zusammen.